Da, schaut's ne euch an. Möcht's du so nicht glauben? Der zuzelt jetzt schon seit fast 3 Stunden auf die gleiche halbe Bier dran, hat der Franzi zu uns gesagt und mit seinem Kopf langsam auf den armen Teufel hingewiesen, der im Wirtshaus hinter uns gesessen ist. Obwohl wir ihn nicht gesehen haben, hat jeder von uns gewusst, wer da gesessen ist, der den Unmut von unserem Begleiter auf sich gezogen hat. Ohne uns umzumdrehen, war jedem klar, dass da auf dem kleinen Tisch in dem dunklen Wirtshauseck der Naz sitzt. Bekannt wie ein bunter Hund ist der im Ort gewesen. War er doch sowas wie der Pechvogel in unserem Dorf. Einer, der ganz unten war, der alles probiert hat in seinem Leben, aber einfach nicht auf die Höhe gekommen ist und der sich mit seinem Schusterhandwerk mehr schlecht als recht über Wasser halten hat können. Und man hat's ihm auch schon angesehen. Ein schlackserter Mann war's, mit hängenden Schultern und einem unbeholfenen, langsam schlurfernden Gang. Er war derjenige, der herhalten hat müssen, wenn's drum gegangen ist, dass jemand mit dem Finger auf jemanden zeigen will. Bekannt wie ein bunter Hund war auch der Franzi. Der war aber das Gegenteil vom Naz. Auf die Welt käme mit dem goldenen Löffel im Mund, immer vorn dran, für einen von seinen Sparsetteln aufgelegt, unter denen meistens irgendjemand anderer zum Leihen gehabt hat. Und an dem Abend hat man schon geschwant, dass diesmal der Naz das nächste Opfer sein wird. Mir fällt da was ein, da kann man uns einen kleinen Spaß erlauben, hat er gesagt, der Franzi, als ob er meine Gedanken lesen hat können. Dann ist er aufgestanden und mit einem broaden Grinsen im Gesicht auf den armen Tropf dort im Eck zugegangen. Dass das nicht gut ausgeht, war jedem von uns klar, und misstrauisch haben wir uns umdreht und das Gespräch beobachtet. Der Franzi hat sich zum Naz hingesetzt und dem sein mürrisches Gesicht hat sich aufgehört, wie ihm der eine neue Halbe bestellt hat. Gut unterhalten haben sie es sich anscheinend, denn die nächste halbe Stunde ist er nimmer vom Platz weggegangen. Im Lauf von dem Gespräch hat sich ein Naz sein Gesichtsausdruck aber wieder zurückverwandelt, wo's uns Rätsel aufgegeben hat. Gespannt haben wir die Rückkehr von unserem Zechkumpan erwartet. Fast als ob er uns absichtlich auf die Folter spannen wollte, hat sich der aber noch ein bisschen Zeit lassen und sein Gespräch eine Weile fortgesetzt. Schließlich ist er aufgestanden, aber nicht ohne am Naz nochmal ein Bier zum Spendieren, hat sich von ihm verabschiedet und ist mit einem siegessicheren, teuflischen Grinsen im Gesicht wieder zu uns zurückgekommen. »Was hast denn jetzt dem verzeiht?« wollte der Karl wissen. »Ja, es ist wieder einmal Zeit für ein wenig Gaudi. Und mir ist vorhin da was eingefallen. Ich hab mich vorhin ein wenig verständnisvoll gezeigt gegenüber am Naz«, hat der Franzi geantwortet, »weil er doch so arm dran ist und so wenig Geld hat. Ich hab ihm gesagt, dass er mir da barmt und dass ich eine Möglichkeit wisset, wie er das ändern kann. Aber dass das nix ist für jemanden mit schwachen Nerven und auch nur unter der Bedingung, dass er keiner Menschen sei, was davon verzeiht. Ich hab ihm dann gesagt, dass der Händlert so viel Geld herbringen kann, dass er sich sein Lebter nimmer ums Geld Gedanken machen braucht. Wird sehen, der arme Teufel hat so wenig, das lässt ihm keine Ruhe nicht, was ich ihm da gesagt hab. Das dauert nicht lang, dann kommt der angekrochen. Und dann riecht man dem ein Weiz an
an die er sich sein Lebtag erinnern wird. Ich hab zum Karl geschaut und an seinem Gesicht gesehen, dass dem genauso unwohl war bei dem gehässigen Huderl wie mir auch. Das ist ja ganz nett ausdenkt. Aber warum glaubst, sollte der Naz ausgerechnet zu uns kommen? Hab ich ihn gefragt. Ja, mei, hat der Franzi gesagt. Zu wem denn sonst auch? Schließlich kenn mich ich mit den Wissenschaften doch am besten aus. Zumindest hab ich das am Naz verzeiht. Ich hab ihm gesagt, dass sie mein Urgroßvater in ein Schwarzbüchel eindrungen hat und ihm die Teufeln dabei geholfen haben, sein Hammerwerk zum Bau damals. Das hat er an die nächsten Generationen weitergeben und deswegen weiß ich am besten, wie man den Gierigankerl herruft. In schallens Gelächter ist er ausbrochen und es hat nicht lang gedauert, bis mein zweiter Zechkumpan mit eingestimmt hat. Mir war aber nicht so wohl dabei. Ein wenig haben wir noch im Wirtshaus verbracht und ich hab den Gedanken an dies, was der Franzi da plant hat mit dem Naz, schon wieder als unsinnig verworfen. Aber wie wir uns angeschickt haben, heim zum Gehen und uns vorm Wirtshaus verabschieden wollten, ist auch der Naz noch mit rausgekommen. Ich mach's, hat er knapp gesagt. Sag mir nur wann und wo, und ich komm und schreib mich ein. Verdutzt haben wir uns alle drei angeschaut, und bevor ich was sagen hab können, hat ihm der Franzi schon geantwortet. Das machen wir am besten bei dir daheim. Da stört uns gewiss keiner. Nächste Woche, vorm 3 Kinitag. In einer sicheren Rauhnacht. Da müsset's am besten hinhauen. Ein paar Tage später haben wir uns dann beim Franzi getroffen. Wie ein Gruppenverschwörer sind wir uns vorgekommen. Und da hat er uns in seinen Plan eingeweiht. Wie wir eingekommen sind zu ihm, ist auf dem massiven Tisch in der Mitte vom Raum schon ein obskures Sammelsurium an Zeug gelegen. Zerrissene, dreckige Lumpen an die Fetzen aus Gorsfell genäht waren, ein Grein, ein Federn, ein Haufen Kerzen, ein altes Birchel, ein fleckertes Pergamentbladel und eine grob geschnitzte Holzmasken, auf die 2 Händel vorm Gorsbog geschraubt waren und die einen Teufelskopf darstellen hat sollen. Damit's ein wenig echter ausschaut, da hab er mir extra viel mir gegeben, hat er gemeint. Jetzt lust's auf. Ich werd am Freitag einen Naz besuchen und mit ihm unser kleines Ritual vorbereiten. Ich nehm Kerzen mit und ein Grein. Mit der können wir einen Kreis auf dem Boden zeichnen. Da lassen wir noch ein paar Symbole einfallen, die ich da hinmalen kann. Eine passende Beschwörungsformel schreib ich ihm auch noch auf das Pergament auf. Das kann er dann auswendig lernen, während ich die Kerzen verdaue. Ihr 2 wart's in der Zeit hinterm Haus vom Naz. Du verkleidst dich in der Zwischenzeit als Teufel, Ludwig. Der Karl soll dabei schauen, wie weit wir sind. Durchs Fensterl sollte er das gut sehen. Ich schaue, dass der Tier nicht zugespielt ist. Wenn wir mit dem Ritual fertig sind, dann gib ich ein Zeichen. Da unter der Teufelsmasken hab ich ein Klammerl gemacht. Dort, hinterm Mai. Da steckst du einen Spar ein und zündst ihn an. Danach kommst einer und holst ihm das Birchel da hin. Einmal sehen, wie blöd das er schaut. Ich trau mir wetten, der rennt auf und davon. Und so haben wir's dann auch gemacht. Kaum da warten haben wir's können. Das Häusl, in dem der Naz gewohnt hat, ist bergauf von unserem Dorf gelegen. Ein bissl weg vom Schuss, aber immer noch gut zu Fuß zum Darochen. Umgeben von knorrigen Baum, was so weit weg, dass um die Zeit keiner mehr um die Weh sein sollte. Wieder ein Einheimischer
noch ein verirrter Wanderer. An dem Tag, um kurz nach 10 in der Nacht, haben wir uns also wie abgesprochen dort getroffen. Einladend hat's nicht grad ausgeschaut, die windschiefe Hitten, die sich da in der Finsternis unter den Baum eingeduckt hat. In dem Moment ist mir erst so richtig klar geworden, dass der Mann sprichwörtlich ein armer Teufel sein hat müssen. Ich hab gewusst, dass er ein Schuster war, aber er hat anscheinend echte Not leiden müssen, wenn er in so einer oberkämmern Bruchbuden hausen muss und er sich als letzten Strohhalm an so einen obskurer Blödsinn glammert. Der Franzi hat uns noch mal kurz angeschaut, hat gelacht und an die wederzfressene Holztier geklopft. Der Karl und ich haben wir hinters Häusl gegangen und haben wir in das Zimmerl durch ein schmieriges, staubiges Fensterl eingeschaut. Einen kurzen Augenblick später haben wir gesehen, wie der Naz in Begleitung mit dem Franzi in dem Raum auftaucht ist. Nur ein paar Worte hat das Pergamentel am Besitzer gewechselt und der Naz hat angestrengt den Inhalt studiert, während sich der Franzi dran gemacht hat, mit der Krein einen Kreis zum Zeichnen und die Kerzen zum Verdallen. Währenddessen hab ich die grausige Lumpenverkleidung angelegt, den Holzspar an der Masken befestigt, hab's aufgesetzt und mich bereit gemacht. Gut schaust aus, hat der Karl gescherzt und weiterhin das Geschehen beobachtet. Nach ein paar Minuten hat er gesagt, Jetzt hat er's Zeichen gegeben. Kennt da ein Holzsteckerl an und geh ein. Mit zitternden Händen bin ich dem nachgekommen und hab die Tier aufgemacht. Recht gewusst hab ich nicht, was ich jetzt genau tun sollte, wie ich in den kleinen Raum eingegangen bin. Gesehen hab ich wenig durch die 2 enger Schlitz von der Teufelsmasken. Also bin ich mit einem langsamen, gemessenen Schritt auf den Naz zugegangen, der inmitten von dem dunklen, nur spärlich von Kerzenlicht beleuchteten Raum in dem Ritualkreis gestanden ist. Ich muss in dem stockfinstern Zimmerl aber recht beeindruckend ausgeschaut haben, denn der Naz hat mich nur mit offenem Mai und große Augen angestarrt, während der Franzi hinter ihm gestanden ist und sie nur mit mir und Not ein Loch verdruckt hat. In dem flackernden Kerzenlicht hab ich ihm wortlos das Birchel hingehalten, damit er sie eintragen kann. Aber wie in einer Schockstarren ist der Naz nur da gestanden. Geistesabwesend hat er in seine Taschen eingelangt und einen Rosenkranz ausgezogen. Mei, unser liebe Frau, ich brauch auch kein Geld nicht, hat der Naz gestammelt, während seine Finger über die Gliedel vom Rosenkranz geflogen sind. Her mit deiner Sei! Da, trag dich ein mit deinem Blut! Hab ich geschrien und ihm das Birchel und die Feder hingehalten. Das hat am Bann gebrochen. Zusammenzuckt ist er, wie vom Donner gerührt, hat auf den Tisch umgelangt und den Rosenkranz mit einem Schuster eingetauscht. Mit dem hat er sich dann gleich auch die Adern aufgeritzt, mit der Feder in die Wunden eindippt und hat hastig und grob seinen Namen auf eine leere Seiten in den Birchel geschrieben. Wortlos hab ich das Buch zugemacht, mich umdreht und bin so schnell wie möglich in Richtung Tier gegangen. Dann ist mir eingefallen, dass er ja noch was von mir kriegt. Und ich hab in den Hosenzug eingelangt, ein paar Nähtschei ausgezogen und ihm auf den Stummboden hingeworfen, bevor ich mit einem grausigen Loch aus der Tier bin. Schnell sind wir fortgerannt, der Karl und ich, und zum Franzi seinem Haus hin. Der hat nicht recht lang auf sich warten lassen und ist ein paar Minuten später dort aufgeschlungen. Er hat sich am Bauch gehalten vor lauter Lachen und hat uns verzeiht, dass der Naz noch gemeint hat,
Jetzt kann er sich vielleicht endlich die Schusterwerkstatt leisten, die er sich schon immer gewünscht hat. Gelacht haben wir noch die ganze Nacht über den Spaß, den wir mit dem Bedelmo gehabt haben. Die Schadenfreude hat allerdings nicht lang gehalten. Keine Woche hat's gedauert. Da ist schon im Dorf umeinander gegangen, dass sie einen Naz gefunden haben. Nachmittags um 2:30, da wollte etwa ein paar Schuhe abholen, das der Naz für ihn richten sollte. Da hat er ihn gefunden, Daudi auf seinem Stuhl. Zusammengesungen, wie ein nasser Sog, ist er dort gesessen. Irgendwas muss ihn so erschreckt haben, dass sein Herz nimmer hergehalten hat, haben sie gesagt. Der Pfarrer hat noch bei den Gendarmen zu Protokoll gegeben, dass der Naz 2 Tage vorher bei ihm gewesen war, weil er was zum Beichten gehabt hätt. Er hat's zwecks dem Beichtgeheimnis nicht netter sagen dürfen und hat nur ein paar Andeutungen gemacht. Aber er hat gemeint, der Naz hätt gesagt, er hat was Gotteslästerliches da, aus Selbstsucht und Gier. Mehr wollte der Pfarrer drüber nicht sagen. Nur, dass er ihn mit ein paar Vater unser weitergeschickt hat und dem Ganzen nicht viel Glauben geschenkt hat. Zurückgeblieben sind nur 3 junge Burschen mit einem schlechten Gewissen, die sich eine Gedanken gemacht haben und drauf gehofft haben, dass niemandem aufgefallen ist, dass sie mit dem Naz noch im Wirtshaus zusammen waren. Doch auch über die Sache ist bald groß gewachsen und von keinem von uns ist die Gendarmerie vor der Tür gestanden. Ich hab schon nimmer dran denkt und hab auch meine Spätzeln immer seltener gesehen in der nächsten Zeit. Vor allem, weil der Franzi sich immer seltsamer verhalten hat. In einer sturmpeitschten Nacht ist er dann aber auf einmal vor meiner Haustür gestanden. »Ludwig«, hat er zu mir gesagt, »ich glaub, mir geht's nicht gut. Kann ich reinkommen? Ich hab da was zum Verzeihen.« Ich hab ihn natürlich gleich reinlassen. Schlecht hat er ausgeschaut, der Franzi, und ich hätt ihn fast nimmer kennt. So leichenhaft blass wie er war, und ein ganz eingefallenes Gesicht hat er gehabt. Tiefe Augenring, wie wenn er schon tagelang nimmer geschlafen hätt. Ich hab ihm am Platz auf der Eckbank angeboten. »Ich hab Angst vorm Einschlafen«, hat er angefangen, und ich hab ihn erstaunt angeschaut. Der Franzi, den ich kennt hab, hat sich vor nix gefurchten, und ich hab immer glaubt, dass er Nerven wie Drahtseile hat. Als wie er da aber dort gesessen ist, hab ich ihm einen Schrecken in die Augen ablesen können. Es muss wirklich was Arges passiert sein. So viel war er mir sicher. Es hat angefangen, ein paar Tage, nachdem's einen Naz gefunden haben. Mir hat seitdem jede Nacht der gleiche Traum blockt. Zuerst war's recht harmlos und ich bin bald aufgekommen. Der Traum ist aber immer intensiver und länger worden. Ich hab davon geträumt, dass ich im Naz seiner Hitten drin steh, ausgleicht nur durch Kerzenlicht. Es ist nimmer zum Sehen, aber ich spür, dass irgendwas da ist. Dann schau ich an und seh, dass ich in einem Kreis steh. Der, den ich in der Nacht da hingemeint hab. Der Wind umjammert die Hitten und lässt die Astel von die Baum am Dachel entlang schleifen, als ob's eingelassen werden möchten. Dann fällt mein Blick durch eins von die Schmieringer, staubinger Fenster und ich seh das Licht
von dem taudenbleicher Mond einerfällt, kalt und weiß, wie's Augen vorm Dämon, das durch den Sternenhimmel in das mitternächtliche Zimmer schaut und mich betracht, so wie ein Mensch ein kleines Käferl. Mein Blick fliegt gehetzt durch den kleinen Raum, in a jedes finsterne Eck und jede dunkle Nischen. Immer noch is niemand zum Sehen, aber ich spür immer deutlicher, dass da was is, dass sie irgendwas Unheimliches, irgendein Verderben um mich zusammenzieht. Da fällt mein Blick auf das Eck neben dem Fenster. Das Eck, das so kohlrabalschwarz bleibt und mit seiner grauenhaften Finsternis a jedem Schein von die Kerzen zum Widerstehen scheint. Und während ich länger und länger auf den Winkel hinschau, erkenne ich immer deutlicher einen Umriss, a krumme, schattenhafte Gestalt, die langsam und steif in meine Richtung kommt. Je natter das von Traum zu Traum kommt, umso deutlicher kann ich das Phantom ausmachen und kann immer mehr Einzelheiten wahrnehmen. Eingehüllt in dunkle Lumpen, die in Fetzen oberhängend und der hinter sich am Boden herschleift. Zwei knochige Klauen, die aus seinem Haderngewand ausschauend, in der einen ein Federkei, in der anderen ein altes, zfledertes Birchel. Das Grausigste aber ist das Gesicht von der Schattengestalt. Zuerst, in die ersten Wochen, hab ich's nicht erkannt, weil ich vorher aufgewacht bin. Aber seit ein paar Tagen kann ich's immer deutlicher sehen. Die klirrenden Augen, die dreckig grinsende Fratzen, die mich da inmitten von dem dreieckigen Kopf mit dämonischer Bosheit angrinst. Von Nacht zu Nacht kommt er immer natter zu mir her und ich kann mich nicht rühren. Bin gefangen in dem Bannkreis, während die grausige Teufelsgestalt gestarrer und irrsinnig grinsert auf mich zukommt. Immer ein kleines Stückchen weiter, wie wenn es sich einen Spaß erlaubt mit mir, als ob jetzt er dran ist, dass er ein Hudel macht. Mittlerweile trau ich mich aber nimmer einschlafen und halt mich mit Gewalt wach. Auf die Nacht renn ich durch die Straßen, so wie heut auch. Und jetzt steh ich auf einmal vor deinem Haus und hab mir denkt, ich muss dir das verzeihen. Ludwig, es ist der Teufel persönlich, der mich holen will. Er kommt immer natter. Und ich weiß ganz genau, beim nächsten Mal, wenn ich einschlaf, dann braucht er nur noch seine Grei ausstrecken und kann mit der gelangen. Und dann holt er sie mein Sei. Während er geredet hat, ist mir eiskalt überm Bugel runtergelaufen. Kraftlos und hoffnungslos ist er mir vorgekommen. Fast so, als ob nicht er selber redet, sondern ein Automat. Mein Blick ist erst auf seine Finger gefallen, die nervös hin und her gegangen sind. Wurlert wird Fühler von Insekten. Dann auf seine Augenlider, die matt über seine Augen gehängt sind, als ob er kurz vor der totalen Erschöpfung gestanden war. Ich hab nicht recht gewusst, was ich drauf sagen soll, so verrückt hat sich das angehört. Franzi, hab ich gesagt, das ist nur ein Traum. Ich hab keine Ahnung warum. Vielleicht träumst du das wegen dem Hudel, das wir am Naz gespielt haben. Vielleicht weil's meinst, dass du schuld dran bist, dass er gestorben ist. Geh heim und leg dich wieder hin. Ich hab noch nie was davon gehört, dass jemand von seinem Traum umgebracht wird. Während ich das gesagt hab, seh ich, wie an Franzi seine Augen immer größer worden sind.
Ich hab's erst nicht begriffen, aber nach und nach ist mir klar geworden, dass er nicht mich angeschaut hat, sondern ein Stei hinter mir. Da hint, da steht er, im Eck. Verwirrt hab er mich umdreht und in die Richtung geschaut. Da war nix. Bevor ich reagieren hab können, ist der Franzi aufgesprungen, ist zur Tür hin und ausgerannt. Ich bin so schnell, wie ich können hab, hinterher. Hab's traust, aber nach ein paar Minuten aufgeben, weil er trotz seiner schlechten körperlichen Verfassung gerannt ist, wie wenn der Leibhaftige persönlich hinter ihm her war. Nachdem er dann auch am nächsten Tag niemand mehr gesehen hat, hab ich ein paar Leute zusammengetrommelt und wir haben ihn gesucht. Oberteil von der Binterwies haben ihn dann gefunden. In der Hängling. Er muss sich sprichwörtlich verrennt haben. Hat sich in der Finstern zurückelt, ist ein Abhang runtergestürzt und hat sich das Knack angestoßen. Sein Gesicht war eingefallen, mit hohen Wangen. Die Haut hat sich wie Pergament über seinen Schäl gespannt. Der ganze Kopf hat mich an einen Taubenschädel erinnert. Da ist mir erst klar geworden, was der arme Karl mitmachen hat müssen. Was für einen schrecklichen Preis das Huderl und alles, was dann noch gekommen ist, von ihm abverlangt hat. Und ich hab in dem Augenblick noch nicht gewusst, ob nicht der Wahnsinn geholt hat oder ob's wirklich der Teufel gewesen ist. Danach fängt alles an zum Verschwimmen. Ich kann mich selber nimmer an jede Einzelheit erinnern, was dann gekommen ist. An dem Abend oder den Traf, nachdem wir's auch leicht gefunden haben, da hab nämlich ich auch das Drama angefangen. Davon, dass ich in dem Kreis in der kleinen Hütte steh, in der Nacht, in der das Böse rings um mich lauert und in der sie das blasphemische Ungetüm aus der Dunkelheit vom Stummeck schiebt. Die Schlaflosigkeit zmürbt mich. Ich hab Angst davor einzuschlafen und verbring ganze Nacht im Schein von meiner Lampen, die ich brennen los. Manchmal gelingt's mir, wach zu bleiben. An andere Tag aber, wenn ich nicht aufpass, nicke ich ein und schau wieder in die urböse Fratzen, die mich mit höllisch lodernde Augen angrinst und die im Schatten meiner Traum kauert. Seitdem geht mir nur eine Sach im Kopf umeinander. Ich frag mich nämlich immer wieder, wie viel Tag das am Franzi noch blieben sind. Und vor allem, wie lang dass ich ohne Schlaf aushalten werd, bevor der Teufel a Meiser holt. Euch hat diese Episode gefallen? Dann abonniert meinen Kanal, indem ihr den roten Abonnieren-Button unterhalb des Videos anklickt. Aktiviert anschließend auch gerne die Glocke daneben, um immer über die aktuellsten Videos benachrichtigt zu werden.